Was ist das für ein Video? Haben wir Leute vorgeschlagen. Wenn ich einen Schwul auf der Straße sehe, ich fick ihn an. Das sind alles Schwuletten. Zum Beispiel der Vinci, ich habe den kaputt geschlagen da. Du, ich sage Mensch ist Mensch, ganz ehrlich, scheißegal. Für mich sind sie immer noch gleich, auch wenn sie jetzt lesbisch sind oder gay oder was auch immer. Herzlich willkommen zurück zu ADMS TV. Heute zu einem ernsten Beitrag. Wir sind am Stadtlaufen, da wo vor einigen Wochen Übergriffe auf Schwule stattgefunden haben. Herzlich willkommen zurück zu ADMS TV. Heute zu einem ernsten Beitrag. Wir sind am Stadtlaufen, da wo vor einigen Wochen Übergriffe auf Schwule stattgefunden haben. Dass das in Zürich aber nichts Neues ist, das wissen wir. Wie stark aber der Hass gegen die LGBTQ-Szene generell in der Schweiz ist, das wollen wir heute mal herausfinden und wollen mit jungen Leuten mal über das ganze Thema reden. Okay, ist ein kein witziges Video, zuerst einmal vorab. Der ADMS TV, der macht schon so komische Videos, wo sie saufen und weiss nicht was. Ein bisschen Weird Champ-Video in meiner Ansicht, ein bisschen, finde ich nicht witzig, wie du so besoffene Leute interviewen. Finde ich nicht witzig. Aber es könnte interessant werden, weil was dort manchmal beim Stadelhofen Stadtszene passiert, das kann ich auch überhaupt nicht supporten. Finde ich auch ganz, ganz Weird Champ. Ich bin jetzt mal gespannt, was wir für Meinungen hier einholen und ja, ich würde sagen, let's go. Heute geht es um das Thema LGBTQ. Wie denken ihr über das? Wenn ich einen Schwul auf der Straße sehe, ich fick ihn an. Schwul anmachen kommt, dann schlage ich ihn einfach. Lesben dürfen wir so sein, aber schwul nicht. Ich bin gegen Lesben, gegen Schwule, gegen Transen, gegen all das. Also man sollte sich nicht gerade wie so der Vince oder der Ray anziehen, die sind echt schwul und so und das läuft schon nicht. Dann ist verdient, was da am Stadion passiert ist. Digga, wenn Leute so reden, Mann. Also, das verstehe ich gar nicht, so Sachen. So Statements verstehe ich gar nicht und keine Ahnung, was das für Leute sind. Und das macht mich wirklich traurig, wenn ich so Leute höre und höre das öffentlich sagen. Und öffentlich sagen, weißt, es gibt Leute, die denken vielleicht so, aber sie sind nicht so blöd und so dumm, dass sie in das Mikrofon sagen. Vielleicht sind die noch die gefährlicheren, ich weiß es nicht. Aber die Leute da, es ist wirklich Horror, was das für Menschen sind. Und ich weiß nicht, ob man da, von dem hat jetzt sich gar nicht verpixelt, Real Talk. Digga, ich weiß auch nicht. Ja, es bringt nichts, vielleicht jetzt nicht auf... Doch, ich finde es scheiße. Ich finde es Real Talk einfach scheiße, was die Leute reden und so. Einfach, das geht einfach nicht, Digga. Wir sind im 2021, jeder und jede kann machen, was er will. Jeder kann seine Sexualität ausleben, so wie er will. Egal wie, wo, was, warum, weshalb. Also ist doch uns egal, wie wo sich ein Mensch sein Leben gestaltet. Wenn er mir nicht schadet, wenn er mir nicht wehtut, ist kein Problem. Wenn er anderen Leuten nicht wehtut, gegen ihren Willen, ist kein Problem. Aber wenn das ja ihre Art und Weise ist, wie sie sich ausdrücken wollen und wenn es ihre Art ist, wie sie leben wollen und so glücklich werden, dürfen sie es trotzdem nicht. Also ich sage ehrlich so, wenn man schwul ist und so provoziert, so wie der Vince oder der Ray, hat man es verdient geschlagen werden. Was provozieren? Aber was provozieren? Wer tut provozieren? Ich habe das Gefühl, du erziehst auch wie Kinder dazu, dass sie schwul werden oder lesbisch oder keine Ahnung was und so, weißt du. Wie denen stimmt etwas im Kopf nicht. Die sind Psychopathen. Hey Queens, die ganze Zeit kannst du aufregen. Hey Bro, aber du musst ja... Es sieht ja niemand, dass du mit diesen Leuten musst... das heisst ja nicht, dass du mit irgendwelchen Leuten musst abhängen musst. Du musst ja nicht mit denen abhängen, oder? Und doch, scheiß drauf. Ja, jetzt so, glaube ich, kein Kollege. Ja, kein Kollege, der schwul ist, glaubst du? Keine Ahnung, vielleicht schon, ich weiß gar nicht. Und ist doch egal. Müssen ja nicht deine Kollegen sein, oder? Das ist ja egal. Zum Psychiater gehen. Ich finde es auch grusig, ehrlich gesagt. Ich check das nicht. Das sind alles Schwuletten. Zum Beispiel der Vinci, ich habe den kaputt geschlagen da. Du hast ihn geschlagen? Ja, dann habe ich angezeigt. Und du bereust es nicht? Nein, wenn ich nicht mal gesehen, ich schlage nochmal. Wenn deine Brüder jetzt wieder schwul werden, wie würdest du damit umgehen? Ich hätte keine Brüder mehr. Findest du nicht, wir sollten irgendwann eine Gesellschaft gründen, wo alle miteinander leben können? Ja doch, aber ohne Schwule. Okay, stopp. Dass das jetzt gerade völlig überspitzt zusammengeschnitten ist, wissen wir alle. Jetzt habe ich aber auch sehr viele Diskussionen mit verschiedensten Leuten gehabt und habe immer wieder eins rausgehört. Und zwar, dass der Hass gegen die LGBTQ-Community vor allem von Leuten mit Migrationshintergrund kommt. Das glaube ich aber irgendwie nicht. Weil ich glaube, es gibt auch Schweizerinnen und Schweizer, die genauso denken. Und darum möchte ich die jetzt auch noch befragen und mal schauen, was die zu der LGBTQ-Community meinen. Von dem her, let's go, würde ich sagen. Thema LGBTQ. Lesben, Schwule, Transen, Queers, was es sonst noch alles gibt. Was halten Sie davon? Ich finde, das ist... Wieso ist das? Da ist das einfach nicht normal. Ich meine, die ficken sich gegenseitig in den Arsch, finden das geil, heiraten dürfen sie auch schon. So Sachen sollte man einfach wieder verbieten. Ich finde es einfach ein bisschen unnatürlich. Mir passt das einfach nicht. Für etwas gibt es ja zwei Geschlechter.
Ich finde es gut, dass sich die nicht genetisch vermehren können, aber sonst ist mir das eigentlich gleich. So, das war der Beweis gewesen. Hass gegen die LGBTQ-Community könnte aus allen Richtungen kommen. Aber ist es nicht langsam genug Hass? Haben wir nicht schon generell zu viel Hass auf dieser Welt? Ist es nicht langsam mal Zeit, um etwas zu ändern und jeder akzeptieren, so wie er liebt und denkt? Man muss aber natürlich auch sagen, es hat nicht nur negative Antworten gegeben, sondern auch sehr viele positive. Und die will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Ja, logisch. Es gibt natürlich Leute in der Community, die vielleicht der Ausdrucksart provokant ist. Das kann schon sein, ja. Aber ich glaube, das Problem liegt darin, also die Leute, die sich vielleicht so müssen ausdrücken und so, von denen musst du halt einfach muss dir halt egal sein. Der Nagel, was hat der gepostet? Die scheiß Schwulen. Ja, gut. Scheiß auf den. Der Nagel, scheiß auf die, ganz ehrlich. Wenn du, weißt du, wie ziehen sie ein ernstes Video ein? Man kann doch Witze abgeben und so, aber so einen scheiß Kommentar brauchen wir hier eigentlich nicht, Digga. Also, das brauchen wir wirklich nicht. Das ist ein ernstes Thema. Den kann man eigentlich bannen, der andere. Nicht der von vorher, der geschrieben hat, die scheiß Schwule. Den kann man bannen und der kann sich im Entbannungsantrag rechtfertigen. Wenn du uns etwas zu sagen hast oder willst sagen, wie, wo, was, dann kannst du uns dort, erklären, wieso, wo wir dir unsere Community zurück haben. Jeder soll lieben, wer er will, solange andere Leute nicht damit schaden, ist doch das uns egal. Wir können doch unser Leben genauso weiterleben. Jeder kann leben, wie er will. Wieso sollten wir das nicht machen? Jeder, alles. Und dass ich heirate, ist natürlich gut. Natürlich ist das gut. Und dass ich Kinder bekomme, natürlich ist das gut. Ich meine, lieber wächst ein junger Bub, ein junges Mädchen bei einer Familie auf, die sie liebt. Ob das jetzt 2 Männer sind, 2 Frauen sind, egal. Und darum zum Schluss noch die positiven Meinungen. Wenn ein Mensch so ist, wie er ist, kann er sich frei fühlen, sollte er machen, was er will. Ja. Sind für mich Menschen weg, sie und ich. Mensch ist Mensch. Klar. Ich tue nicht irgendwie unterteilen, ob du jetzt ein Typ bist und auf Typen stehst oder ein Typ bist und auf Frauen stehst oder ein Typ bist, dich aber als Frau fühlst. Du bist immer der gleiche Mensch. Also ich finde es auch mega cool, wenn die Leute den Mut haben, um sich selber zu sein und selber entscheiden, wer sie sein wollen. Das ist normal. Also ich finde nicht, dass es weird ist oder dass ich jetzt mich anders verhalten muss. Ich akzeptiere alles. Wenn sie glücklich sind, dann ist gut. Real Talk. Wenn ich einen Schwul auf der Straße sehe, ich fick ihn an. Real Talk, klar. Jeder soll machen, das, was er will. Wirklich, absolut jeder. Ich habe das Video nicht gesehen, ich bin einfach nie auf Instagram. Adi natürlich Kuss geht raus an AD Messi Television. Ist schon krank, dass gewisse Leute so einen Hass haben können. Traurig. Aber man sollte mir das Gesicht zeigen, wenn sie schon die Fresse so wieder aufmachen.